Herzlich willkommen zu unserem ersten GVC at Home Family Podcast. So cool, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ganz herzlich willkommen, ganz besonders allen Mädchen, allen Buben und natürlich auch euren Mamis und Papis. Herzlich willkommen alle Eltern. Wir freuen uns riesig, dass wir so auf diese Art zusammen Gottesdienst feiern können. Auch wenn das natürlich ein bisschen anders ist als so an einem normalen Sonntag, wo wir in der Kids Church, in der Müsli Church oder im Morgengottesdienst sind. Hey, uns nimmt es mega Wunder. Wie sieht es bei euch daheim aus? Wo sind ihr gerade? Wo schaut ihr jetzt den Family Podcast? Sind ihr in der Stube, in der Küche, vielleicht sogar im Spielzimmer? Darum schickt uns doch unbedingt eure Fotos, wie ihr Gottesdienst feiert, und schickt ihr gerade an die GVC-E-Mail-Adresse, sodass wir euch sehen können und dass wir vielleicht nächstes Mal auch zeigen können, wie das bei euch daheim aussieht. Wir freuen uns, dass wir zusammen Worship machen können, spannende Geschichten von Gott und Jesus hören und auch, dass wir immer einen kurzen Input haben mit Ideen, die ihr dann gerade in der Familie, Kinder zusammen mit den Erwachsenen umsetzen könnt. Und das nicht nur heute, sondern jeden Sonntag. Immer am Morgen um 8 Uhr werdet ihr die Möglichkeit haben, um den Family Podcast abzuladen. Und das Coole ist, ihr könnt zu dem Zeitpunkt schauen, wo es euch passt. Besprecht doch das unbedingt in der Familie, was ein guter Zeitpunkt ist. Ob ihr gerade kurz nach dem Aufstehen, schon am Morgen früh, vor dem Morgen als erstes unseren Family Podcast schauen, oder ob das irgendwann später am Tag sein soll oder vielleicht sogar auch am Abend. Wir wünschen uns, dass der Family Podcast euch helfen wird, den Glauben als Familie in eurem Alltag zu leben. So ganz nach dem Jahresmotto von der GVC alltäglich Glauben. So, und jetzt, Kinder, steht doch gerade auf. Am besten auch als Mami und der Papi mit mir beim Aufstehen, dort wo ihr seid, wie auch immer das aussieht bei euch. Wir wollen nämlich zusammen vor Gott kommen, zusammen worshipen und ihn anbeten. Jetzt ist es aber ja so, dass ihr Kinder die Lieder viel besser kennt als eure Mamis und Papis. Und darum müsst ihr besonders laut mitsingen, sodass sie es möglichst schnell auch lernen. Und dann beim nächsten Mal vielleicht auch schon so mitsingen wie ihr. Also, stehen wir auf und kommen zusammen vor Gott. Du sagst mir, dass ich wertvoll bin. Du sagst mir, dass ich angenommen bin. Du sagst mir, dass ich wichtig bin. Darum bin ich gern bei dir. Du bist der, der mich geschaffen hat. Der, der mich beim Namen nennt. Der, der mich am besten kennt. Und sing ich jetzt zu dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt. Wir laufen miteinander. Wenn
Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn nie mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Ein Helfer, wo mein Leben lenkt, ein Tröster, wo mich fröhlich macht. Ich bin nie allein, Heiliger Geist, du bist immer da. Leitest und gehst voran, du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Heiliger Geist, du bist immer da. Leitest und gehst voran, Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Das Feuer, wo brennt, mir mich gibt, begleitest mich auf Schritt und Tritt. Hilfst mir, Gottes Wort zu verstehen, du bist die Ware pur. Das Feuer, wo brennt, mir Wärme gibt, begleitest mich auf Schritt und Tritt. Hilfst mir, Gottes Wort zu verstehen, du bist die Ware pur. Heiliger Geist, du bist immer da. Leitest und gehst voran, du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Heiliger Geist, du bist immer da. Leitest und gehst voran, du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Leitest und gehst voran, du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Heiliger Geist, du bist immer da. Leitest und gehst voran, du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Der Andreas hat ein schlechtes Gewissen. Schon wieder hat er Matthäus angeschrien. Immer wenn er verrückt wird, dann schreit er umeinander. Er hat um Entschuldigung gebeten und Matthäus hat ihm auch vergeben. Aber jetzt fragt er sich, ob Gott im Himmel ihm auch vergibt. Das ist ein ungutes Gefühl und er macht sich wirklich Sorgen. Jesus ist mit den Jüngern unterwegs. Sie laufen und laufen und laufen. Das ist eine gute Möglichkeit, denkt Andreas, um mal mit Jesus über das Problem zu reden. Er läuft ein bisschen schneller, bis er Jesus eingeholt hat. Dann sagt er: Rabbi, ich habe ein Problem. Darf ich dich etwas fragen? Jesus schaut ihn an. Er hat Andreas so fest lieb. Andreas ist einfach ein Besonderer. Was hast du auf dem Herz, Andreas? Andreas drückt sich umeinander und sagt: Rabbi, ich bin ein bisschen ausgeflippt vorhin. Es war nicht das erste Mal, es ist schon ein paar Mal passiert. Und ja, ich habe Matthäus angeschrien.
Ich habe dann Entschuldigung gesagt und er hat mir auch vergeben, aber jetzt frage ich mich, ob Gott im Himmel mir auch vergibt. Ich habe ja schon so viele Mal den gleichen Fehler gemacht. Was meinst du, Rabbi? Vergibt mir Gott? Jesus schmunzelt und sagt, diese Frage kannst du gleich selber beantworten, Andreas. Lass mir zu, ich erzähle eine Geschichte. Als Jesus angefangen hat, die Geschichte zu erzählen, haben die anderen Jünger sofort gemerkt, dass der Rabbi wieder eine spannende Geschichte erzählt. Schnell sind sie alle gekommen, haben aufgeschlossen und haben ihre Ohren gespitzt. Sie wollen keine einzige Geschichte von Jesus verpassen. Der hat immer ganz spannende und ganz interessante Geschichten. Jesus fängt an zu erzählen. Es war mal ein Vater, der hat 2 Buben gehabt. Und ein grosses Haus, viele Felder, viele Tiere, viele Knechte und Diener und ganz viel Geld. Seine beiden Buben haben bei ihm gearbeitet, haben ein bisschen mitgeholfen und haben ein schönes Leben gehabt. Doch eines Tages ist der eine Bub zum Vater und hat gesagt, Papi, gib mir alle Stutz, die mir mal gehören wird, wenn du gestorben bist. Ich gehe jetzt, ich verlasse dich. Ich möchte in ein neues Land ein Abenteuer erleben, neue Leute kennenlernen. Ein bisschen Action. Mir ist so langweilig bei dir und bei meinem Bruder. Der Vater ist traurig geworden, aber er hat gedacht, okay, ich gebe meinem Sohn alles das, was ihm einmal gehören wird. Der Sohn hat nicht lange gemacht, hat das Geld in den Sack gepackt und ist losmarschiert. Weit weg in ein fernes Land, wo er noch nie war. Gleich hat er neue Freunde kennengelernt. Freunde, die waren nämlich nur seine Freunde, weil er viel Geld hatte. Und er hat allen immer etwas spendiert. Willst du etwas zu trinken? Willst du etwas zu essen? Ich lade euch alle ein. Sie hatten eine riesige Party und echt eine coole Zeit miteinander, bis der Sohn kein Geld mehr hatte. Irgendwann ist das Geld fertig, er hat ja nicht mehr gearbeitet. Und dummerweise ist genau zu dieser Zeit auch noch in dem fernen Land, wo der Sohn war, eine riesige Hungersnot ausgebrochen. Die Leute hatten nicht mehr genug zu essen gehabt. Und auch unser lieber Freund hat langsam ein Knurren im Bauch gehabt. Scheibe! Ich muss wieder arbeiten. Was soll ich machen? Ich bin ja hier in einem fremden Land. Er hat vielen Orten gefragt, ob er mithelfen darf, aber niemand hat ihn wollen. Der einzige Job, den er bekommen hat, war in einem Schweinestall. Dort hat es mega gestunken und es hat Flüge gehabt, die umeinander geflogen sind und es war wirklich kein guter Ort, um Geld zu verdienen. Aber was will man machen, wenn man dringend Geld braucht, zum Essen zu kaufen? Der Sohn hat angefangen zu arbeiten, aber er hatte so Hunger gehabt, dass er sogar am Schluss vom Schweinefutter etwas schwitzen. Geht, wo er hin ist und wollte nehmen, obwohl es wirklich grusig war, Futter, ist der Bauer reingekommen und hat ihn gesehen und hat geschimpft mit ihm. «Geht's noch meine Säue, die das Essen wegfressen, du untauglicher Knecht! Mach sofort wieder, dass du an die Arbeit kommst!» Aber er hatte keine Kraft mehr zum Arbeiten und er ist nur noch alle gelegen und hat gedacht, wieso bin ich noch weg von die Heichtrottel? Ich wäre doch lieber daheim bleiben, ich habe es so gut wie bei meinem Papi. Es hat super Essen gegeben. Ich habe alles gehabt, was ich gebraucht habe. Mein eigenes Zimmer, schöne Kleider, eine Dusche. Sogar mein Bruder, der mich einmal genervt hat. Wenigstens hatte ich einen Freund gehabt. Soll ich wieder zurück zu meinem Vater? Es gibt keinen anderen Ort, wo ich jetzt hin könnte. Dann ist es daheim. Aber ich bin ja kein Sohn mehr, ich habe mich so daneben benommen. Er hat hin und her studiert dort in diesem Schweinestall auf dem Boden. Und es war schon halb ertründig vor Hunger. Ich werde sterben. Ich muss etwas machen. Ich muss mit meinen letzten Kräften versuchen, an den weiten Weg heim unter die Füße zu nehmen. Was mache ich, wenn mein Vater mich wegjagt, wenn er mich sieht? Ich muss es probieren. Vielleicht kann ich ihm ja sagen, ich will einfach nur noch sein Diener sein und ihm helfen, wo er irgendwo einen Knecht braucht. Ich bin nicht mehr wert, sein Sohn zu sein. Er hat sich aufgemacht heim, weil er nicht gewusst hat, wo er sonst hin konnte. Er ist den weiten Weg heimgelaufen. Und als er kurz vor dem Haus war, mit den letzten Kräften, mit zerrissenen Kleidern, gestunken, hungrig, steht sein alter Vater vor dem Haus. Und er schaut die Straße ab, das hat er wahrscheinlich jeden Morgen gemacht. Ob er irgendwo seinen Sohn sieht. An diesem Tag hat er seinen Sohn entdeckt am Horizont. Und er hat so Freude gehabt, sein Herz ist richtig gepumpert. Er hat einen Luftsprung gemacht und ist dem Bub entgegengerannt. Stellt euch vor, so ein alter Mann mit so einem Rock ist gerannt, hat den Rock aufgetan, dass er nicht umgekehrt ist er die steile Straße runtergerannt und hat seinen Sohn gesehen, wieder
gestunken und zerriss mich leider, aber es war ihm egal. Er hat ihn gar in die Arme genommen, fest umarmt und abgeknutscht. Und hat gesagt, ich freue mich so, dass du wieder da bist, mein lieber Bub. Der Bub hat sich geschämt, stellt euch vor. Er ist auf die Knie gegangen vor seinem Vater und hat sich entschuldigt unter Tränen und hat gesagt, Papi, vergib mir, dass ich dich so behandelt habe, dass ich dein ganze Geld genommen habe und verprasst habe. Und jetzt bin ich da und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Lass mich bitte da bleiben, bitte. Ich habe keinen Ort, wo ich hin kann. Ich will für dich arbeiten, sag mir, was ich machen kann. Der Vater sagt, Papa, du bist doch immer noch mein Bub. Und ich habe mich so gefreut auf dich und so gehofft, dass du wieder heimkommst. Sofort hat er seinen Diener gerufen und gesagt, kommt Knecht, bringt meinem Sohn ein super schönes neues Kleid, tun ihn duschen und dann gebt ihm noch den wertvollsten Ring, den ich habe, und neue Schuhe. Holt das Kalb, tun es schlachten, machen einen feinen Braten. Heute gibt es ein Riesenfest. Mein Sohn, den ich gemeint habe, ist vielleicht schon tot, ist zurück. Er war wie verloren und jetzt ist er wieder gefunden. Und er lebt. Wir müssen das feiern. Ja, es hat auch noch einen anderen Bub gehabt. Ihr erinnert euch am Anfang der Geschichte. Der war immer daheim und hat jeden Tag auf dem Feld dem Vater geholfen. Auch heute ist er wieder auf dem Feld am Arbeiten und am Krampfen. Und er hört, dass es ein Fest gibt, fragt er sich. Was soll denn das? Warum feiern wir ein Fest? Die Knechte sagen, dein Bruder ist wieder zurück. Und dein Vater macht eine riesige Party für ihn. Ja, der Bruder hat das nicht ganz so cool gefunden wie der Vater. Im Gegenteil, er ist verrückt worden. Er hat seinen Rechen am Boden geknallt und hat gerufen. Geht's noch? Ich, der immer gekrampft habe bei meinem Vater, für mich macht er nie ein Fest. Und der Bruder, der so unverantwortungsvoll war, hat meinen Vater so schlecht behandelt und hat ihm das Geld weggenommen und ist weggegangen. Jetzt kriecht er wieder an und man macht für ihn ein Fest. Warum? Er hat das gar nicht verdient. Der Vater hat das mitbekommen, dass sein Sohn so verrückt ist und ist zu ihm raus aufs Feld und hat auch ihn lieb angeschaut und gesagt, mein lieber Sohn, ich weiss, dass du immer für mich schaffst und ich liebe dich. Du bist in meinem Haus. Alles, was mir ist, gehört auch dir. Und ich würde auch für dich ein Fest machen, wenn du eins möchtest. Aber dein Bruder war weg. Jeden Tag habe ich auf ihn gewartet und nicht gewusst, ob er noch am Leben ist. Und jetzt ist er wieder zurück und er lebt. Und ich habe so eine Freude, dass unsere Familie wieder komplett ist. Ich muss einfach ein Fest machen. Verstehst du das denn nicht? Ich liebe euch beide.
nächste.
Hey, was für eine coole Geschichte, die Jesus da seinen Jüngern erzählt hat. Der Sohn, der hat einfach zurückkommen zu seinem Vater. Er durfte zurückkommen und ist nicht als irgendein Knecht zurückgekommen, sondern hat wieder Sohn sein. Jesus hat die Geschichte erzählt, weil er seinen Jüngern etwas erklären wollte, weil er ihnen etwas klar machen wollte. Und das Coole ist, dass das, was er ihnen sagen wollte, genau gleich auch für uns gilt. Wir dürfen immer so zurückkommen zu Jesus, so wie der Sohn zurückgekommen ist zum Vater. Auch wenn wir vielleicht etwas falsch gemacht haben, wenn wir irgendetwas gemacht haben, was nicht okay war und wir das genau wissen, dürfen wir immer zu Jesus zurückkommen. Wir dürfen zu ihm kommen, ihm das erzählen, ihn um Entschuldigung bitten und er wird immer uns wieder in seinen Arm nehmen, so wie der Vater auch den Sohn in den Arm genommen hat. Ganz egal, ob du vielleicht denkst, das, was ich jetzt da gemacht habe, das ist mir jetzt schon zum 3., 4. oder sogar 5. Mal passiert. Irgendwann kann man doch nicht mehr vergeben. Genau das haben die Jünger auch gedacht. Und darum hat Jesus die Geschichte erzählt. Egal wie viel Mal, egal wie groß es war, immer dürfen wir zu Jesus kommen. Weil er uns unglaublich fest liebt und uns nichts wegnehmen aus seinen Armen. Ja, jetzt habt ihr als Familie die Möglichkeit, zusammen ein paar Fragen miteinander zu diskutieren. Wir zeigen euch nachher diese Fragen hier gerade auf dem Bildschirm und ihr könnt einfach kurz bei euch auf dem Computer Pause drücken und dann bleiben die Fragen und ihr habt so viel Zeit, wie ihr braucht, um darüber zu diskutieren. Die erste Frage wäre, hey, wenn du der Vater gewesen wärst, hättest du dem Sohn vergeben? Die zweite Frage ist, wenn du der ältere Sohn gewesen wärst, kannst du dir vorstellen, wie er sich gefühlt hat? Kennst du die Gefühle vielleicht auch, die er hatte? Und die dritte Frage ist, ob du schon mal so erlebt hast, dass du etwas gemacht hast, was nicht okay war und dass du es nachher bei Gott deponieren, ihn um Entschuldigung bitten und er dir das vergeben hat. Das dürft ihr jetzt als Familie miteinander diskutieren. Schlaf. Du schenkst mir Freunde, du kennst meinen Tag. Gehst mir voraus, machst meinen Weg hin. So lauf ich sicher, so lauf ich sicher. Was ich machen kann ich wegen dir. Du hast mich geschaffen, hast Freude an mir. Bist einfach immer mit mir. So lauf ich sicher, so lauf ich sicher, dafür danke ich dir. Es ist so cool mit dir, ob ich jumpen oder kein, nie bin ich allein. Dafür danke ich dir. Es ist so cool mit dir, ob ganz vorne oder am Schluss, nie lässt du mich auf. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude, deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel. Ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude, deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Deine Kraft ist meine Kraft, deine Freude ist meine Freude, deine Sicht ist meine Sicht vom Himmel vor dir für mich. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir, ob ich jumpen oder kein, nie bin ich allein. Dafür danke ich dir, es ist so cool mit dir, ob ganz vorne oder am Schluss, nie lässt du mich aus. Du bist gestorben am Kreuz, hast dein Leben lang, weil du uns so fest liebst und bei dir willst haben. Drum bin ich stark, drum habe ich Mut, drum habe ich Hoffnung, ich weiss, du bist gut. Du bist gut, du bist gut, du
bist gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gestorben am Kreuz, hast dein Leben lang, weil du uns so fest liebst und bei dir willst haben. Ja, drum bin ich stark und drum hab ich Mut, drum hab ich Hoffnung, ich weiss, du bist gut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist treu, du bist treu, du bist treu zu mir. Du bist treu, du bist treu, du bist treu zu mir. Ich weiss, du bist gut, ich weiss, du bist treu, ich weiss, du bist mächtig und du machst mich neu. Ich weiss, du bist gut, ich weiss, du bist treu, ich weiss, du bist mächtig und du machst mich neu. Und du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Ich habe euch ja am Anfang versprochen, dass wir euch jedes Mal im Family Podcast auch Ideen geben, wie ihr das, was ihr gehört habt, gerade in der Familie umsetzen könnt. Darum freue ich mich, euch unsere Dankeswand zu präsentieren. Wir haben ja gehört, dass Gott uns immer wieder vergibt und dass er immer wieder parat ist, auch über Sachen hinwegzuschauen, sobald wir zu ihm kommen und ihn um Entschuldigung bitten. Und das allein ist nur schon ein grosser Grund zur Dankbarkeit. Gerade auch in dieser speziellen Zeit, in der wir drin sind, ist es manchmal für uns fast einfacher, auf das zu schauen, was wir vielleicht gerne anders hätten, was wir nicht so cool finden, und Gott um Sachen zu bitten. Aber darum möchten wir hier für uns als Kirche, aber auch für euch daheim als Families ganz bewusst den Schwerpunkt und unseren Fokus auf das legen, wo wir dankbar sein können dafür. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir haben hier die Dankbarkeitswand. Das ist ganz eine einfache Art und Weise, die ihr auch daheim umsetzen könnt. Ihr seht, ich habe 2 große Blätter zusammengeklebt und einen Baum drauf gemalt. Hier drüber steht Danke. Das heisst, wir wollen uns wirklich auf das konzentrieren, wo wir dankbar sind dafür. Im Moment, wenn ihr rausschaut, seht ihr, dass die Bäume noch keine Blätter dran haben. Im Verlauf der nächsten paar Wochen wird sich das aber sicher noch verändern. Und das möchten wir gerade aufnehmen, indem wir hier jeweils für das, wo wir dankbar sind, ein Blatt anzeichnet. Damit es etwas schneller geht, habe ich das schon vorbereitet. Und so können wir jeden Tag, gerade heute, gerade jetzt oder vielleicht auch erst am Abend, etwas aufschreiben, wo wir dankbar sind dafür. Ich bin zum Beispiel dankbar, dass ich immer noch gesund bin. Dann kann auch jemand aus der Familie noch etwas anderes reinschreiben, sodass noch gerade alle Blätter gefüllt sind. Und am nächsten Tag kann man dann die nächsten Blätter dazu malen mit den nächsten Sachen, wo man dankbar ist. Weil wir sind überzeugt, es gibt jeden Tag so einen Haufen Gründe, um Gott dankbar zu sein. Die Dankbarkeitswand kann aber auch ganz anders aussehen. Das ist eine weitere Form, wie wir als Familie Gott Danke sagen können. Ihr seht hier, das ist der heutige Tag, der 22. März. Da läuft es so, dass jeder von euch in der Familie einen Stift hat mit einer Farbe. Also ich habe zum Beispiel den grünen Stift, der Beni hat immer den orangen Stift und Tabea hat den blauen Stift. Für heute überlege ich mir, für was bin ich heute dankbar. Ich nehme meinen grünen Stift, schreibe an, ich bin dankbar für den Sonnenschein.
Und dann darf der Benni mit seinem Stift etwas anschreiben, wo er heute dankbar ist. Ihr seht gerade, ich habe gemalt. Man kann schreiben, malen, wie auch immer. Ich bin dankbar für die Familie. Und dann hat es auch noch einen Platz für Tabea. Ich bin dankbar für die Blümchen. Und falls du auch noch nicht schreiben kannst, kannst du auch malen. Das sieht eigentlich noch viel schöner aus. Jetzt sehen wir jetzt hier schon die zweite Sprechblase. Die wäre dann für morgen, also für den 23. März. Da kann dann wieder jeder aus der Familie mit seiner Farbe etwas draufschreiben, wo er oder sie dankbar ist dafür. Und nicht vergessen, ich glaube, Gott freut sich mega, wenn wir die Sachen, wo wir dankbar sind, auch im Gebet vor ihm bringen und ihm jeden Tag Danke sagen dafür. Jetzt haben wir noch eine kleine Spielidee, die ihr auch als ganze Familie machen könnt. Und dazu brauchen ihr die Mami, den Papi, alle Kinder und pro Person, die mitspielt, einen Koffer oder eine Tasche. Der eine Sohn ist ja von die Hause weggegangen. Er hat seinen Koffer gepackt und alles mitnehmen für seine Reise. Ihr seht gerade, der Benni und Tabea haben auch ihr Gepäckstück geholt. Ihr im Moment dürft ja leider nicht in die Ferien. Ich weiss nicht, ob es der eine auch so geht wie mir. Ich hätte auch Ferien, jetzt dann Frühlingsferien und wäre eigentlich mit dem Flüger weg. Das geht leider nicht. Aber was geht, ist, dass wir die Heim unsere Koffer packen. Und zwar funktioniert das Spiel so. Ich bin der Spielleiter. Der Benni und Tabea müssen hören, was ich ihnen für einen Auftrag gebe. Ich kann verschiedene Sachen ihnen auftragen, die sie im ganzen Haus oder jetzt hier bei uns im Studio zusammensuchen. Der am Schluss schneller ist, der kommt den Punkt über. Ihr könnt das mit 2 oder 3 oder 4 oder 5 Kindern oder noch viel mehr spielen. Schaut einfach darauf, dass ihr etwas wählt, was es auch genug hat im ganzen Haus. Sind ihr bereit, Tabea und Benni? Ja. Sehr gut. Ich bin auch bereit. Wie geht der Koffer auf? Sehr gut. Kein Trick. Ich würde sagen, ihr seid ready für meinen ersten Auftrag. Ja. Bringt mir ein Fläschchen zu trinken. Ja, knapp gewesen. Der Benni jetzt zuerst trinken. Das ist ein Punkt für den Benni. Okay. Nächster Auftrag, sind wir bereit? Ja. Bringt mir einen Kleiderwickel. Sehr gut. Ich glaube, ihr Familie daheim habt gecheckt, wie das Spiel geht. Natürlich kann auch mal ein Kind ein Spielleiter sein. Ihr könnt das tauschen, ihr könnt so oft machen, wie ihr wollt. Ihr könnt für raus Sachen holen, wie auch immer ihr wollt. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir wünschen euch ganz eine gute Woche. Fast schon ist unser erster GVC at Home Family Podcast vorbei. Aber bevor ihr abstellt, darf ich euch noch etwas sehr Cooles verkünden. Ihr müsst nämlich nicht bis am nächsten Sonntag warten, bis ihr das nächste Mal etwas von uns hört, sondern es geht gar nicht lang. Nur einmal schlafen, also bereits morgen am Montag, werdet ihr das nächste Familienvideo aus unserem Kids Church Team auf YouTube herunterladen. Wir freuen uns riesig, dass wir jeden Tag aus der Stube von jemandem aus unserem Kids-Team werden für eure Stube eine Nachricht hinterlassen mit einem kleinen Auftrag, mit einer kleinen Ermutigung, was auch immer das wird sein. Ihr könnt gespannt sein, lasst euch überraschen und kommt unbedingt morgen auf YouTube wieder schauen, was für ein Familienvideo wir aufgeladen haben. Zum Schluss möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir, dass du jeden Tag neu mit uns unterwegs bist und dass du uns nahe bist, ganz egal in welcher Situation das wir sind. Danke, dass du ein Gott bist von der Hoffnung und von der Freude. Und damit möchte ich eure Familien auch noch segnen. Segnen in dieser speziellen Zeit, wo wir drin sind, dass ihr miteinander die Freude und die Hoffnung von unserem Vater im Himmel erleben, dass ihr Freude haben an den kleinen Sachen in eurem Alltag und dass ihr einfach immer wieder mit dieser Dankbarkeit zurückschauen auf das, was war und auf das, was wird kommen. Amen.